ich begrüße dann Gemeng Asch, Gemeng Schöpfling, LPPD, Familie von den Opfern in Okkupation, Vertreter von ArcelorMittal, von Agora, Gewerkschaft. Wir sind heute zusammengekommen, für den Generalstreik von 1942 zu erinnern. Ein Tod, die der ganze Welt gewiesen haben, dass wir bleiben, was wir sind. Schöpfling war ein Heißspur von der Resistenz, und genau daran erinnern wir heute auf dieser Platz. Mit Alverage, einer Resistenzgruppe aus Lützeburg, oder sollte ich lieber so Schöpfling. Alverage, um zu erklären, hat eine Drückerei, ein Waffenlager, einen Radiosender im Schöpflinger Kirchweih. Wie haben die Leute sich damals gefühlt? Von Duchasse hat vom Fehler von ihrer Schwester der Adelheid gelehrt und hat den 10. Mai an Flucht ergriffen. Frankreich, Holland, Belgien und andere Länder waren an der festen Hand von Deutschland. Wie war dann die Situation am August 1942 für die Lützeburger? Nebin Rommel hat noch immer einen Erfolgskurs am Afrika-Feldzug und hat den Spitznamen Wüstenfuchsgrut. Die Amerikaner hatten gegen Japan die erste Schlacht bei Midway gewonnen, wo sie den 7. September 1941 zu Pearl Harbor hier ganz Pazifikflotte verloren hatten. England hat eine Landeoperation zu Dieb an der Normandie gestartet, die die Deutschen aufführen konnten. Am Sommer 1942 wird Wehrmacht von auch die zu Moskau festhungen, diesen Schwarzmeer und in den Kaukasus gepackt. Lützeburger und oft nehmen die deutsche Nazi-Propaganda hören, konnten sich kein richtiges Bild von der realen Situation machen. Mit anderen Worten, die Lützeburger haben sich allein gelassen und sollten sie für die Verluste von der Wehrmacht und hier Kanner opfern. Wenn ihr das alles wisst, seid in diesem Generalstreik ganz ernst aus. Wie ihr das bislang geguckt hat. Auch wenn auf den anderen Schmelzen Aktionen gesehen, die vielleicht nicht spontan wären, der Streik auf der Schöpflinger Schmelz, der war von langer Hand geplant. Dieser Streik wird hier auf der Schöpflinger Schmelz 3 Leute Leben gekostet. Der Nugen, der Organisator vom Streik, ist immer gebremst gehen, weil er wollte den Streik schon öfter organisieren. Der Nugen ist nach dem Streik den 9. September 1942 zu Hinzert erschossen ging. Den Adam wird sich bereit erklärt, den Bier, den ich für kurzem gezogen habe, zu zeigen, an den Generalstreik anzuleiten. Und Hans Adam ist am 10. September zu Köln gekappt. Unser Direktor, der Matthias Köhner, hat sich nie vom Streik distanziert, wie es von Nazi verlangt ist. Und hat sich immer für seine Erbstelle gestellt. Seine Todesstrafe ist in eine Prisaufstrafe umgewandelt worden, aber seine Gesundheit hat leider nicht mitgespielt und den Herr Köhner ist am 8. März 1943 gestorben. Die Resistenz hat starke Verbindungen mit der Schöpflinger Schmelz. Viele Unterstützer und Aktive von Alverage haben auf der Arbeit oder durch die Arbeit hier Kust verdient. Ohne Unterstützung oder besser gesagt Duldung von unserem Direktor, Matthias Köhner, wäre vieles nicht gern. Chemikalien und Papaya für Trägerei zu betreiben, kommt zum größten Teil von der Schöpflinger Schmelz. Als ein Direktor war nicht beliebt bei den Okkupanten und hat immer probiert, uns Interessen zu unterstützen. Ein Direktor, der wusste, dass wir kurz vor der Okkupation 100 Jahre Unabhängigkeit gefeiert haben. Sie wussten um die Gefahr von diesem Streik und haben das leicht auf sich geholt. Und noch von diesem Streik, nämlich knapp 6 Stunden zu Schöpfling gedauert hat, ganz Welt hat diesen Streik geguckt. Eine Aktion, die also Grande Chasse an unserem Land eine Unterstützung im Ausland gegeben hat, die Lützeburg ohne den Streik nicht gut hat. So steht es in einem Bericht um Krieg. Zumindest herrscht aber weitgehend Einigkeit, dass der Generalstreik, insbesondere die USA und Großbritannien, unmissverständlich darauf aufmerksam gemacht habe, dass Luxemburg
eine staatliche Eigenschaft gegenüber Nazi-Deutschland behalten wollte. Aber weiter, das wehrlose Großherzog also am Tag der Befreiung und Festlegung der Nachkriegsordnung auf der richtigen Seite der Front landete. An das Geschichte erzählt Eisschmelz. Für mich als die Geschichte, die Hai auf diesem Terrain geschrieben ging, für 81 Jahre die wichtig an der Neuzeit, an der nicht vergessen geht. Und ich weiß, dass Agora, die diesen Terrain von ArcelorMittal überholt hat, das auch weiß. Mir, Personalvertretungsbüro von ArcelorMittal Schöffling, an de Schöfflinger Schmelzerbeter mir sich stolz op dat vertrauen, dat mir all Jos kreieren fir das Manifestation zu organisieren. Mir wär positiv überrascht, ArcelorMittal, Agora, Gemeng Asch an Gemeng Schöffling hun als immer unterstützt, was mir sie gebraucht haben. Dafür ein größer Respekt von ArcelorMittal, besonders Herr Reding und Herr Jacobs, an der Madame Gatti, von Agora große Merci an Herr Beaver und Madame Simon, dann ein große Merci an den Bürgermeister von Ersten, Herr Michael Georges, und den Bürgermeister von Schöffling, Herr Paul Weimarskirch. Bei allen Situationen konnte mir anrufen und mit ihrer Unterstützung rechnen. Ich erlaube mir am Namen vom Eugen, vom Adam und von Matthias erst Merci zu sagen. Merci. Kollegen vum Schëfflinger Chefverrot an Gemengerot leet Vertreter vum Mescher, Chef an der Gemengerot leet Vertreter vun ArcelorMittal, vun Agora, vun allen Assoziatiounen, die sich mitten hai afon hunn. Lächtmmer en Anniversärhai gefeiert, das eben net. méi ich meng das lächt Joer genauso wichtig gewesen wie auch dëst Joer, dats meis haut op dëser Platz den 31. August Terrain vun Arbeit Schöffling versammeln, fir dee Leiit ze gedenken, die Demos nee gesot hunn. Nee gesot hunn zum Okkupant, dem Nazi-Deutschland as enge skrupellosen Handlanger am Dienst vum Besen. Den 3. August 1942 huet de Gauleiter Simon Wehrpflicht fir letze bei Jungen vun de Jahrgang 1920 bis 1924 agefauerert. An den 31. August 1942 und Litzebeier sech schons gewiert an den Generalstreik as an Trulle kom. Ugefangen an der ideell Lederfabrik zu Volz. An derselben Tag huet 1802 eben den Hans Adam, den Hummer und Siren gehangen für den Streik Hai Arbeit auszurufen. Viele Leute haben sich Streik beteiligt, an der Besatzer huet brutal zurückgestohlen. 20 Leute, die in der Organisation vom Streik beteiligt waren, sind zum Tod verurteilt gehen, goufen den 3. September erschossen. Und Hans Adam selber, als wie gesagt gehen, verhaftet gehen, an nur schweren Dich, den sich führen sich hat, assen eben zu Köln gekappt gehen. Ich will hier und all die Leute von der Arbeit an ihre Familien für allem erinnern, die schwer an batter Zeiten mitgemäht haben, aber oft ihren Ersatz für Freiheit mit Leben bezahlt haben. Ich will just den Eugen Behren auch noch einmal annehmen, den 9. September eben erschossen gouf. Auch den Matthias Köhner, Sänger, will mal gedenken, den Direktor vom Werk Arbeit Schöffling, den sich immer für uns Leid gestaltet wird, an der Prison, am Grund, an Döno am KZ zu Hinsatz gelitten hat, an eben auch in den Folgen von der Folter hier am Land gestorben ist. Wenn ihn sich um die schreckliche Zeit hier im Werk Arbeit Schöffling am letzten Krieg will in Erinnerung rufen, da kann ich mit der Lektüre von der exzellenten Chef-d'œuvre von der Madame Marie Bastian, der ehemaligen Direktionssekretärin von der Arbeit Schöffling, machen l'usine Arbeit Esch et son personnel sous l'occupation allemande. Ich will danach daran erinnern, dass auch heute an Europa Krieg ist, an Leid aus einem ArcelorMittal-Werk in der Ukraine, die gruselige Szenen alle Götten werden miterleben. Ich denke, das ist auch wichtig, an diesem Moment und die Leute zu denken, die an der Ukraine am Moment wirklich das miterleben, was heute für über 80 Jahre geschieht ist. Ich muss merci. Lieve familiemember van Dafer,
Vertreter von den nationalen Resistenzorganisationen, Vertreter von der LPPD, Vertreter von der Agora, die Herren Burgemeister von Esch und Schöffling und Vertreter von der Schöfflinger Escher Gemeng, Vertreter vom Personal, die Damen und die Herren. Wir sind heute zusammengekommen für ein schmerzhaft und heroisches Evenement zu gedenken, nämlich den nationalen Generalstreik von 1942. An diesem Jahr, mit dem Zweiten Weltkrieg, haben couragierte Männer den Mut gehabt, sich gegen die Decision vom Besetzer zu stellen, dass Lützeburger die deutsche Nationalität kriegen an die damit verbundene Abwehrung von der allgemeinen Wehrpflicht. Für sie wurde ausgeschlossen, an der Reihe von der deutschen Wehrmacht zu kämpfen. Sie haben damit ganz klar als nationales Motto illustriert. Wir wollen bleiben, was wir sind. Die heroische Geste von der Verweigerung und verschiedener Innerhinnen mit ihrem Leben bezahlt. Es ist dafür, dass wir als heute erinnern und ihre Sacrifice wir als wertvoll Freiheit. Aber die Freiheit bleibt fragil. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Europa verschiedene Krisen gekannt, aber bis vor kurzem bleiben wir in Europa von einem bewaffneten Konflikt verschont. Seit Februar 2022 aber ist das leider nicht mehr der Fall. Schwere Kämpfe an der Ukraine sind seitdem am Gange, mit tausenden Opfern durch die russische Aggression, darunter leider viele Zivilisten. Darum haben sich couragierte Männer gemeldet, für ihr Heimisch und ihre Familien zu verteidigen. Unter ihnen sind viele Kollegen von der Usine ArcelorMittal zu Crieverie. 10% von der Belegschaft von der riesigen Schmelz an den Minen sind an Front gegangen. Und leider bis dato sind mehr wie 100 von ihnen Schlachtfeld gefallen. Aber als Installationen zur Crieverie funktionieren weiter, auch wenn es nicht mehr mit Männern wie 25% von der nominalen Kapazität ist. Die Installationen, die nicht mehr 60 Kilometer von der Front weg sind ganz sicher Ziel von Attacken gehen. Missilen, Drohnen und gepanzerte Gefähre und als Ziel, als Installationen zu treffen und zu zerstören. Ich kann nicht mehr als ukrainische Kollegen bewundern, die an diesen Konditionen nach probieren, eine Produktion aufrechtzuerhalten. Mit vielen Emotionen denke ich, DAX und die Kollegen, die unter schwersten Bedingungen schaffen, an andere Kollegen, die hier Leben riskieren am Kampf für die Freiheit. Die Damen und die Herren, Lieben, losen wir während der Gedenkzeremonie für als tapfere Männer, die 81 Jahre sich gegen Nazi-Deutschland gestaltet haben, auch an die denken, die heute immens Sacrifice machen für als Freiheit in Europa. So nicht mehr. Die Damen und Herren, liebe Witte in alle Guren, ich meine, ich gehe davon aus, dass wir als eins sind, dass die Geschichte von der Schöfflinger Schmelz oder von der Metzer Schmelz oder der Escher Schmelz eng verbunden ist mit den Schicksalsjahren vom Zweiten Weltkrieg. Ja, es war eine deichter Zeit, dass schon ein paar Mal darauf hingewiesen ging, die mit viel Leid für viele Familien, besonders aus Escher noch Schöffling, verbunden war, vor allem durch Deportation und eben noch den Enrôlement de Force. Viel Tränen sind geflossen, viel Blut ist gelaufen. Die Lützebäuer und Dummer, viele Jungen, haben eine grusige Calvaire erlebt. Auch dieses Jahr gedenken wir zusammen mit den Delegierten von den Kriegsopferorganisationen und Resistenzorganisationen hier auf der Schmelz die Victimen eben vom Zweiten Weltkrieg. Wir so merci für all Engagement, für all Courage, sich standhaft, wie doch schon gesagt ist, gegen das Nazi-Regime zu wehren. Wir wollen dummer nicht nur die Erinnerung und eine deichter Zeit wegschalen. Wir verstehen unser Rendezvous von Haut, von allem auch als Zeichen, aber besonders als Appell, immer nächst gegen alle Formen von Intoleranz, Diskrimination, Repression, Terror, Gewalt vorzugehen. Wo immer auch das Ungerechtigkeiten in der Situationen sich manifestieren. Leider gibt es viel zu viel der Plätze in der Welt. Den 31. August oder den 3. August 1942 hat der Gauleiter die sogenannte Wehrpflicht proklamiert. War das eine Reaktion auf die missglückte Versuch, Lützebäuer zu germanisieren und war auch ein Aufruf für sich freiwillig an die Wehrmacht zu melden, war ja auch ein ganz großen Eschec auf der ganzen Linie. Dem Gauleiter sein verlängerte Name gewissen Bruno Karl August Jung, responsabel für die völkerrechtliche
für die völkerrechtswidrige Zwangsrekrutierung von jungen Lützebäuer an die Wehrmacht und noch zuständig für den Zwangsdienst von jungen Lützebäuerinnen ins Deutsche Reich zu organisieren. Seine amtliche Bekanntmachung hat hier folgende Wortlaut: Wer seiner Meldepflicht nicht oder nicht pünktlich nachkommt, wird unnachsichtlich bestraft. Er hat schwerste Strafe zu gewärtigen. Die Lützebäuer an ihrer Majorität, an ihrer größtmöglichen Majorität, und hat alles diese nationalistische Coup de Poing als Affolement, als Angstaroserei zur Kenntnis geholt. Und die Reaktionen waren natürlich nicht ausblieben durch das ganze Land. Mit einem Streik auf der Schöfflinger Schmelz haben sich Sterbeter am Süden gewehrt, gleichermaßen als sich am Norden zu Wolz, zu Ettelbruck und zu Dickrich gewehrt gehen. All diese Aktionen waren ohne Zweifel ein Zeichen, dass die Lützeburger ihre Identität an ihr Heimisch nicht verkaufen wollten. Ich verstehe diesen Kampf so ähnlich wie Herr Jakobs es gesagt hat, genau wie die Ukrainer das auch müssen erleben, auch von der Vergleich nicht unbedingt zu machen ist. Aber was da geschieht, als die Lützeburger für eine ganze Reihe von Jahren, für 8 Jahren, geschieht. Es war gleichermaßen also auch ein Zeichen und Nazien endlich mal da abzuhalten, Lützeburg zum Deutschtum zu bekehren. Die damals modern und handelsliche Propagandatechniken kann ich nur lesen nach vielen flotten Referaten, wo versucht an Troserei darüber war groß. Leider auch den Terror mit standgericht, in Richtungen Deportation und eben noch Konzentrationslagern. Der Streik auf der Schöfflinger Schmelz, das Schlagzeil, den alle hat gesagt, hat durch das Welt dran gemäht. Den Zentrum, an Ausgangspunkt vom Streik von der Lützeburger Strohindustrie war an der Walzendreherei, wo den Eugen Bieren Beschlang von einem deutlichen Zeichen gegen den Hitler geschwärzt hat. Mit gleichgesinnten Kollegen wird hin eng limitiert Arbeitsneierleung den 31. August 1942, Punkt 18:02 kom Signal zum Streik. Et war ein wichtiger Punkt an der Geschichte von Lützeburg. Den 31. August, ein Datum dem nur mit Symbolcharakter, ein Datum von Trauer und sicherlich bitteren Erinnerungen, allerdings auch ein Tag vom Abbruch und von der Hoffnung, ein Tag, den nicht an der Vergiss darf fallen. Als Gemengen und als einer Engagierten auf viele Seiten, die haut vertreten sind an Vordergraf und sind wir ja bemüht, diesen Tag hochzuhalten. Wir leben am Frieden und am Wohlstand. Wohl wissen allerdings auch, dass den Ansatz für Sozialgerechtigkeit nie darf notlassen. Dass es immer nicht gilt, die Madenien von den Nationen, von den Religionen, von den Konfessionen, Rassen und Kulturen zu stabilisieren, mit neuen Brücken, die es gilt, zu schlagen. Frei übersetzt durch ihr Gedanke von Francesco Petrarca, ein italienischer Literat. Er sagt, frei im Schreiben auf Lützeburgisch, ein paar groß Feinden hat der Frieden. Und die wohnen an Eis, das sind falsche Ambitionen, das ist eine penible Jalousie und das ist den absoluten Drang nur Murcht, ungebremste Roserei und übertrieben Überheblichkeit, aber auch die Violence und die Intoleranz. Wenn wir das Feinde verdreiben sehen, dann dürfen wir den Frieden genießen. Das alles und noch viel mehr sind Appeller von Haut. Nicht vergessen, was geschieht war, die Ehren, die sich für Frieden und Gerechtigkeit stark gemacht haben, und sich für uns anhalten, dass nichts auf dieser Welt selbstverständlich ist, und schon gar nicht die Freiheit, der Frieden und Gerechtigkeit. Wie hat den John Lennon gesagt, all what we need is peace, give peace a chance. Merci dafür für Ihre Präsenz, merci für Ihr Engagement hier auf der Platz Sos und Zürich für Frieden und Gerechtigkeit. Merci und bleibt alle gesund. Dat we die Leitung überhaupt verrichten und auch dann denken, dass wir die Richtung auf die Dokumente ganz weit für die Brücke, die Leute